So, guten Abend miteinander. Ich habe mal wieder etwas anderes als Let's Play. Und zwar gibt es diesmal ein Tutorial. Warum gibt es ein Tutorial? Ich habe mir gedacht, das Problem könnten vielleicht ein paar von euch auch haben. Und zwar geht es darum, dass man bei Sony Vegas 13, bei 14 oder drüber, oder weiss ich es nicht, drunter auch nicht, ja, habe ich das Problem, dass ich hier eine normale MV4A Audiospur, also den Live-Kommentar, und ich ging separat rein zum Schneiden. Weil ich jetzt mal einen Kommentar dabei, wo man lieber doch nicht drauf haben will. Kann ja mal sein, vor allem wenn man vorher nicht spielt oder so. Wenn man das importiert, passiert Folgendes. Also ganz normal importiert, über hier, Datei importieren Medien. Und dann hier das ganze Zeug genau dort, wenn man es da rausnimmt und normal importiert, dann passiert das da. Seht ihr, was ich meine? Stockt. Das kann ich nachher nicht laden. Keine Sau weiss, wieso das so ist. Es ist einfach so, ich habe keine Ahnung, was das soll. Es ist verdammt mühsam. Das macht das Bearbeiten eigentlich sozusagen total unmöglich. So, jetzt, was ist die Lösung für das? Ich habe lange gesucht. Ich habe gemeint, es liegt am Video. Es liegt nicht am Video, es liegt irgendwie an der Soundausgabe von Vegas Pro 13. Irgendein Codec, das da nicht funktioniert mit dem 4A. Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall bin ich das ganze Internet erforscht. Ich habe absolut zero gefunden. Nichts, nada, nichts. Es ging nur um das Video gegangen, ich habe wirklich alles probiert. Ich habe gemeint, es liegt am Video. Hier war ich bei Optionen, Präferenzen, dann da das Zeug in Audio habe ich geschaut, Vorschaugerät habe ich probiert, es hat nicht funktioniert. Video habe ich hier mit der RAM-Vorschau probiert, mit den Threads habe ich probiert. Ich habe keine schlechte Maschine, es ist nicht die neueste, es ist eine Occasion Workstation von HP Z800. Die hat 6 Kerne. An 3,3x irgendetwas, x, wie heisst es schon wieder, Xenon, keine Ahnung, wie der Prozessor ist, interessiert mich auch nicht. Auf jeden Fall ein guter Prozessor drin, ist eigentlich alles tipptopp, ne? Es ist alles tipptopp, aber das Problem ist die Audiospur. So, wie lösen wir das jetzt? Ich zeige es nochmal, dass da hier passiert, wenn es passiert bei mir, ich weiß nicht, ob es bei anderen noch so ist. Ich habe es auf jeden Fall so gehabt, wenn ich auf dem Laptop mal geschnitten habe, hat es genau das gleiche Problem gehabt. Kaum hatte ich die Audiospur drin, ist nichts mehr gegangen. Auf dem anderen Desktop-PC, der jetzt momentan ausser Betrieb ist, weil das jetzt mein Haupt-PC ist, nichts funktioniert, himmeltraurig. Und ich dachte, scheiß Grafikkarte. Ich weiss der Teufel, was ich alles probiert habe. Es liegt nicht an eurer Grafikkarte, es liegt wahrscheinlich auch nicht an eurem PC. Wenn ihr 4, 5, 6, 7 Kerne habt drin, ich weiss doch nicht, ein i7-Prozessor drin, es kann nicht an dem liegen, glauben wir es. Klar, wenn ihr eine schlechte Grafikkarte habt, ist das klar, aber es ist nicht die Grafikkarte das Problem, es ist auch nicht der Prozessor, es ist da die Spur, die Elgato exportiert, meine ich. So. Jetzt ist klar, ihr könnt natürlich auch die Audiospur, den Live-Kommentar einfach nicht separat exportieren. Das ist aber nicht cool, weil dann könnt ihr im Nachhinein nichts mehr schneiden. Also dann habt ihr zum Teil vielleicht mal ein Fluchwort drin, das ihr vielleicht nicht unbedingt drin wettet. Das kann man rauslöschen, indem man die Spur separat generiert. So, jetzt, wie mache ich das? Folgendes, diese Spur löschen wir wieder, die hier wir ersetzen. Und zwar machen wir es folgendermaßen. Wir gehen ins Internet. Ich tue euch dort das ganze Ding verlinken und holen es der Free Audio Converter. So, genau der. Es gibt sicher noch andere Audio Converter, ich habe noch ein paar andere Sachen drauf. Der funktioniert hier bis jetzt am besten. Voilà. Nachher gehen wir die Datei suchen, oder wir machen es gerade anders, wir nehmen es da. Schnell da Horti. Ups, das ist das Aktuelle, was ich am Aufnehmen bin. Wir gehen hier rein, Gameplay, dann habe ich das hier abgelegt, Horizon Zero Dawn, Gameplay, Part 15. So, jetzt nehme ich das. Komm, ich habe gesagt, ich nehme das. Ich gehe das hier rein. So. Ihr könnt natürlich auch das suchen, also einfügen, spielt überhaupt keine Rolle, das muss ich euch nicht erklären, das wisst ihr bestimmt schon, wie das funktioniert.
Dann ist das natürlich wieder der falsche Pfad hier. Nein, wir müssen schnell schauen. Bibliotheken, zack, Video. Oh Mann. Videos. Gameplay. Es ist halt kompliziert, das muss man nicht so machen. Ich mache das so, spielt überhaupt keine Rolle. Gameplay, zack. Dann Part 15 habe ich es gehabt. Zack, okay. So, und er tut es konvertieren. Und zwar konvertiert er es ins WAV. Ich habe etwas anderes nicht ausprobiert. WAV funktioniert. Also es funktioniert dann einwandfrei. Ihr werdet es gerade sehen. Und konvertiert das. Wir machen einen Schnitt. Man sieht sich, was fertig konvertiert ist. Södele, das wäre fertig konvertiert. Södele habe ich übrigens vom Almorema. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, geht mal seinen Channel abchecken. Der spielt extrem gerne Dark Souls. Ich könnte das Spiel nicht spielen, ich würde es nach 5 Minuten in eine Ecke schießen, er würde so ragen. Der sagt immer Södele, das habe ich ein bisschen geklaut. Sorry, Almorema. So, sorry. So, weiter, dann können wir das hier zutun. Zack, dann gehen wir da, zack. Dann machen wir hier. Also, klar, ihr müsst das nur machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist ja klar. Das ist ganz normal. Zuerst, bevor ihr Sony Vegas auftut, bevor ihr Sony Vegas auftut, geht ihr das natürlich machen, also vorher. Und dann die Datei ganz normal importieren, dann die richtige Datei importieren. Jetzt kann man aber hier direkt ersetzen. So, dann habe ich hier meine WAV-Datei, sollte das sein, genau. WAV-Datei öffnen. Jetzt hat er das schon ersetzt. Das scheint der Fall zu sein. WAV, genau. Ah nein, da unten rechnen wir noch schnell machen. Und jetzt, Achtung. Tipptopp. Hä? Seht ihr? Super Sache. Einfach einwandfrei. Jetzt kann ich wieder 100 Spuren darunter haben, es spielt überhaupt keine Rolle, es ruckelt nicht mehr, es Vorschau funktioniert. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen von diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat oder ihr wollt, dass ich noch mehr Tutorials mache, obwohl ich weiss gar nicht viel mehr, also viel mehr Tutorials kann ich da nicht machen. Tja. Ausser ich sehe wieder das Problem und ich finde eine Lösung dazu, dann ist das natürlich klar. Lasst mir doch mal einen Daumen oben und abonnieren. Hier, irgendwo. Ja, merci, bis zum nächsten Mal.